und sagen, hey, das geht doch nicht. Ich habe da jahrelang alles investiert für die Firma und ich habe Überstunden gemacht und meine Frau und mit meinem Kind sagt mich kaum und ich habe immer die Firma an erster Stelle gehabt und jetzt kommt irgendein so ein junger Bursch, der ist zwar vielleicht ein lieber Mann, aber was hat der für die Firma gemacht? Also wieso hat der das verdient? Jetzt haben wir zwei Situationen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon gemerkt, auf was ich jetzt raus will. Das ist genau die Situation, die wir auch hier bei der Erschaffung von Adam a.s. haben. Adam a.s. haben wir gesagt, wird für die Erde erschaffen. Kommt aber zuerst ins Jannat. Und ins Jannat, Allah Ta'ala sagt, mit seiner Frau zusammen, da dürft ihr alles, vor allem geniessen, essen, machen, was ihr wollt. Ihr seid total frei. Es gibt kein Verbot, außer eins einziges. Es gibt einen ganz bestimmten Baum, dem dürft ihr euch nicht nähern. Also nicht von dem Baum dürft ihr nicht essen, ihr dürft euch dem Baum nicht einmal nähern. Aber der Jannat ist so riesengroß und hat so viele Möglichkeiten, so dass eigentlich, was ist denn da schon dabei, wenn man einen einzigen Baum dort nicht hingehen darf. Und trotzdem, so sind wir Menschen halt, wenn etwas verboten ist, dann zieht uns das viel mehr an. Und wenn es dann gerade am ersten Tag ist, am Schluss sind sie dann irgendwie halt bei diesem Baum gelandet und sind aufgrund von dem bestraft worden. Und die Strafe war, dass sie müssen auf die Erde gehen. Also dass sie müssen den Jannat, den Paradiesgarten, verlassen. Das ist also genau das Gleiche, wie der von der einen Filiale in die andere Filiale transferiert wird. Ohne dass er vor einer Vorwarnung plötzlich heisst, okay, jetzt hast du das gemacht, jetzt musst du gehen. Und dann findet er raus, aber eigentlich war ja das schon vorausgesehen. Also Allah hat ja das gesagt, im Koran steht es auch drin. Und also eigentlich ist ja Adam schon immer für das geplant, dass er auf die Erde geht. Also wäre es doch jetzt nur verständlich gewesen, wenn Adam a.s. was gemacht hätte. Ja, Allah Ta'ala zurechtgestellt hätte und gesagt, du, aber was soll das? Ich meine, du hättest mich ja auf die Erde geschickt, ob ich jetzt von dieser Frucht gegessen hätte oder nicht, ob ich mich jetzt dem Baum genähert hätte oder nicht. Du hättest mich ja eben Vorbestimmung und dieses und jenes und was soll's und ich bin unschuldig und was kann ich eigentlich dafür? Das wäre eigentlich eine sehr logische Reaktion, eine verständliche Reaktion und wir heute würden das wahrscheinlich auch so machen. Aber der springende Punkt ist, Adam a.s. macht das nicht. Er stellt Allah Ta'ala keine Frage. Er tut das nicht in Frage stellen und sagt, ja, aber eigentlich. Oder man hat immer für alles ganz viele Ausreden. Jeder fängt immer an mit, aber eigentlich. Eigentlich wäre ich ja nicht spät gekommen, aber der Stau und dieses und jenes und so. Also man gibt immer einen Haufen Ausreden. Also man kann sich immer versuchen, frei zu sprechen vom Fehler. Aber wenn man ehrlich ist, hat man den Fehler begangen. Wenn ich zu spät gekommen bin, hätte ich früher gehen. Wenn etwas kaputt gegangen ist, hätte ich besser aufpassen können. Vielleicht habe ich die Anleitung nicht richtig gelesen, was auch immer. Also wenn etwas passiert. Schlussendlich, das Gesetz hat er gewusst, er darf sich den Baum nicht nähern. Und er hat es gemacht. Also ob jetzt Allah Ta'ala das schon vorausgesehen oder ob er schon für die Welt bestimmt gewesen wäre und eben nicht für die Jannat, spielt eigentlich gar keine Rolle. Und das geht Adam a.s. ein. Er vertraut da voll und ganz auf die Hikmah, auf die Weisheit von Allah und tut sich eben nicht rausschnorren, sondern tut Verantwortung nehmen für das, was er gemacht hat und sagt, okay, ich habe einen Fehler begangen und jetzt muss ich eine Konsequenz ziehen. Was ist Konsequenz? Konsequenz ist das Leben auf der Erde, zeitlich begrenzt und wenn dort alles so gut läuft, kommt man ins Jannat und sonst halt nicht. Also er tut die Eigenverantwortung wahrnehmen und tut nicht irgendjemand anderes und schon gar nicht erst Allah beschuldigen oder eben ihn als Schuldigen anschauen und versuchen, sich selber rauszuschneiden. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Und so müssen wir auch uns selber immer anschauen. Also wenn wir etwas machen und andere beschuldigen oder eben sogar Allah selber, als hätte Allah mich anders erschaffen, dann wäre ich so und so. Hätte Allah das und das gemacht, dann wäre ich schon als 18-Jährige in die Moschee gegangen. Als 18-Jährige ist überhaupt spät, da hätte ich schon früher müssen. Nur, was sagt man? Der Ahmed hat mit 19 Jahren angefangen und der sagt, wieso habe ich nicht früher angefangen? Also, naja. Okay, die andere Geschichte.
der aufgestiegen ist bis zum Vizepräsident und am Schluss einfach degradiert wird, ohne Begründung von einem Jünger, von einem Neuankömmling und sogar dem muss Kaffee bringen. Ja, das ist die Geschichte von Iblis. Jetzt müssen wir uns vorstellen, der Iblis hat sich den Weg aufgeschafft ins Paradies, also zu den Engeln. Weil, was ist der Iblis für eine Gattung? Was ist das? Iblis ist ein? Ist das ein Mensch? Ein Djinn, okay. Also, von all diesen Djinnen, die es gibt, hat er irgendetwas gemacht, scheinbar, wo ihm die Ehre gegeben hat, dass er bei den Engeln sein darf. Weil in dem Moment, wo Allah Ta'ala zu den Engeln gesagt hat, macht Sujud, also tun euch niederwerfen vor Adam a.s., ist er ja auch dabei gewesen. Er hat es nicht gemacht, aber er ist nicht dabei gewesen. Also er muss ja irgendwie zu dieser Ehre gekommen sein. Also der hat sich jetzt wieder, ein Mitarbeiter, hat er sich aufgeschaffen. Die Gelehrten sind sich ziemlich einig über die Art und Weise, wie er dazu gekommen ist. Djinn hat es ja schon vor den Menschen gegeben. Und scheinbar haben Djinn einen grossen Aufstand gemacht. Also Djinn sind eben auch Djinn sind auch Wesen gewesen, die einen freien Willen haben. Und die haben leider ihren freien Willen halt auch zum Schlechten verwendet. Das heisst, am Schluss hat man nur noch eigentlich immer die falschen Schlüsse gezogen, die falsche Entscheidung gefällt. Man hat angefangen, sich gegenseitig zu bekriegen, man hat angefangen, eben ungehorsam zu sein, Allah Ta'ala gegenüber, man hat angefangen, Blut zu vergießen und. Und das muss so eskaliert sein, dass Allah Ta'ala eines Tages sich entschieden hat, okay, wir dem Ganzen ein Ende setzen und hat dann so eine Heerschar von Engeln geschickt, um den Djinn ein Ende zu bereiten. Und der Iblis war auch einer der Djinn, aber er war sehr, sehr, sehr gottesfürchtig. Und in dem Kampf, wo die Engel gegen Djinn geführt haben, hat der Iblis sich auf die Seite der Engel gestellt und hat mit ihnen gestritten, also mit ihnen gekämpft. Also nicht, dass Allah das gebraucht hätte, aber er hat ganz klar eine Partei ergriffen, und zwar die richtige Partei, also die Partei von Allah, und hat mit den Engeln gegen seine Artgenossen, also gegen seine eigenen Leute, gekämpft. Die Djinns sind dann alle in ein Meer verdrängt worden und so hat man wieder Ruhe auf der Erde geschafft. Und Iblis ist jetzt als Belohnung für das ist er auf die Stufe der Engel erhoben worden. Also er ist kein Engel geworden und auch nie einer gewesen. Aber er war auf der gleichen Stufe wie die Engel und hat eigentlich ein ganz grosses Ansehen gehabt. Und er war auch sehr gottesfürchtig, also er hat genau gewusst, wer Allah ist, was Allah ist. Also er hat nicht gesagt, es gibt keinen Allah. Also es war nicht ein Ungläubiger oder ein Kafir oder einer, der bestritten hat, dass es Allah gibt. Also er hat sehr wohl gewusst, dass es Allah gibt. Er war sogar sehr gottesfürchtig und in dem Moment, wo er natürlich zu den Engeln aufgestiegen ist, hat er, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob er Allah gesehen hat, aber wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall war er sicher gewesen, dass es Allah gibt. Also dürfen wir nicht vergessen, der Iblis ist nicht einfach so ein Unwissender, der einfach so schnell einmal Allahs Befehl sich widersetzt hat und gesagt hat, okay, nein, ich mache das nicht. Also der Iblis war sehr wissend und hat sich die Position, die er hatte, hat er sich hart erarbeitet in diesem Krieg. Und jetzt kommt plötzlich eine Neuerschaffung namens Mensch und dann heisst es, mach du Sujud vor ihm. Und schon wo Allah hat angekündigt und sagt, ich mache einen Khalifa auf der Erde, und vorher sind die Khalifa auf der Erde sie gewesen, Djinn. Das heisst, das ist jetzt der Mensch, der tut jetzt Djinn verdrängen oder ist quasi wie, kommt jetzt an seine Stelle. Und dann kommt plötzlich der Nächste, da kommt das Ego und sagt, ja, aber warum? Ich habe doch die ganze Zeit so viel Gutes gemacht, ich habe so viel Ibadat gemacht, ich habe mit den Engeln gegen meine eigenen Leute gekämpft. Und. Ich habe so viel, also ich habe mir den Platz verdient. Was hat denn der gemacht? Der ist ja gerade erst erschaffen worden. Wieso wird der so geehrt? Wieso müssen alle Engel vor dem Sujud machen? Wieso muss ich vor dem Sujud machen? Ich bin aus Feuer gemacht, der ist nur aus Erde gemacht. Eigentlich, wenn wir jetzt das mit der Geschichte von vorher vergleichen, nicht einmal so eine unverständliche Frage, es ist eigentlich eine logische Frage. Also wir müssen jetzt ein bisschen Adam mit dem Iblis vergleichen. Also beide sind von Allah geehrt worden. Also der Iblis in dem Sinn, dass er zu den Engeln aufgenommen worden ist und Adam a.s., dass alle vor ihm Sujud machen müssen. Dann hat Adam a.s. einen Fehler gemacht. Also Adam a.s. war ungehorsam
Und der Iblis ist auch ungehorsam gewesen. Also eigentlich ist doch da eine grosse Ähnlichkeit zwischen den beiden. Und doch werden nicht beide gleich behandelt. Einer wird verdammt für das ewige Höllenfeuer und der andere kommt auf die Erde. Das ist zwar nicht ganz das gleiche wie Jannat, aber es ist auch nicht unbedingt der Strafort. Und ihm wird aber die Tür zur Rückkehr offen gelassen. Warum? Was ist denn da der Unterschied? Ist denn das fair? Wieso darf der eine wieder zurück oder könnte wieder zurückkommen und der andere nicht? Ja? Er hat Allah die Frage gestellt. Ja, genau. Der Adam hätte die Frage stellen können, hat sie aber nicht gestellt. Er hätte sie stellen und sie wäre eigentlich eben auch genau gleich logisch gewesen. Die wäre gleich nachvollziehbar gewesen wie die andere Frage. Das ist mal der eine Punkt. Also der Adam a.s. hat die Frage nicht gestellt. Der Iblis hat die Frage gestellt. Jetzt stellt sich die Frage, hast du das falsch Fragen stellen? Da gibt es ja noch eine dritte Gruppe, dort oben, die auch Fragen gestellt hat. Wer ist das? Nein, das sind Engel. Mal schauen, was die gesagt haben. Also, was haben die Engel gesagt? Wir sind immer noch die gleiche Aja 30. Willst du auf ihr, also auf der Erde, jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil anrichten und Blut vergießt, wo wir doch dein Lob preisen und deine Herrlichkeit rühmen? Fragezeichen. Das ist auch eine Frage. Die Frage ist, hätten Sie denn das wollen vielleicht? Entschuldigung, wer Wo ist die Engel? Das auf der Erde? Also die Engel sind Zeugen gewesen, wie Djinn, wo ja freie Wille hat und der Mensch hätte den freien Willen auch gehabt. Was passiert, wenn man freie Wille hat? Das kann nicht gut gehen. Das gibt nur Blutvergießen, das gibt Chaos, das gibt am Schluss müssen wir wieder eingreifen und alles ordnen. Also die Engel reden aus der Erfahrung. Die haben das jetzt gerade erst gesehen, das ist noch nicht so lange her. Also kaum haben sie den einen Khalifa entsorgt, sozusagen, kommt schon der nächste. Also ich bin manchmal extra ein bisschen überspitzt. Ich rede das nicht aus Respektlosigkeit der Sache gegenüber, aber manchmal einfach damit es ein bisschen klarer wird. Also die Engel haben auch eine Frage gestellt. Ja, willst du denn auf ihr jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil anrichtet und Blut vergießt? Und da kommt ja noch der zweite Teil, ist noch viel heftiger. Wo wir doch deinen Lob preisen und deine Herrlichkeit rühmen. Wie tönt das, der zweite Teil? Sie den Anspruch möchten haben. Ja, tönt da nicht auch ein bisschen Arroganz daraus raus? Können wir nicht sagen, hey, was ist denn das? Der Shaitan, also Iblis, kommt in die Hölle oder wird verdammt für alle Ewigkeit, weil er arrogant war. Und die Engel sagen, aber wir sind doch die dich loben und rühmen. Natürlich gibt es einen Unterschied, sonst würde Allah sie gleich behandeln. Und was ist der springende Punkt? Sie haben den Befehl ausgeführt. Wie bitte? Sie haben den Befehl ausgeführt. Sie haben das zu machen. Ja, aber das ist nachher gekommen. Aber wieso haben Sie die Frage überhaupt nicht gestellt? Oder wieso ist es bei Ihnen okay, wenn Sie eine Frage stellen? Adam a.s. hat die Frage nicht gestellt. Gut, er hat dann nachher eine Töbe gemacht, zu dem kommen wir noch. Aber er hat die Frage nicht gestellt, Iblis hat die Frage gestellt und die Engel stellen die Frage auch. Aber wieso dürfen die Engel die Frage stellen? Oder was war bei denen anders gewesen im Vergleich zum Iblis? Ja. Sie haben keinen eigenen freien Willen gehabt. Und doch haben sie eine Frage gestellt. Ein eigener freier Wille haben heisst nicht zwingend nicht Fragen zu stellen. Ein freier Wille haben heisst eigentlich zwischen richtig und falsch können zu entscheiden und freiwillig sagen, okay, ich mache jetzt, obwohl Allah Ta'ala mir gesagt hat, mach nicht, mache ich. Also wenn jetzt Allah Ta'ala gesagt hätte, ich stelle keine Frage, dann hätte er jetzt keine Frage gestellt. Oder? Sie hätte sich nicht dagegen gestellt. Nein, der Punkt ist, ich habe es jetzt natürlich auch ein bisschen extrem vorgelesen. Die Engel fragen, willst du auf ihr jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil anrichtet und Blut vergießt? Das ist eigentlich die Frage. Wieso? Weil sie das gerade erst gesehen haben. Also ein Wesen, das freie Will hat, das ist nichts Gutes. Das kann nicht gut enden. Und manchmal, wenn wir da rausschauen, könnte man fast denken, sie haben recht gehabt. Aber gerade in dem Moment werden die Engel sich bewusst, oh, mit dieser Frage tue ich ja Allah in Frage stellen. Mit dieser Frage tue ich ja plötzlich so tun, wie ich besser weiß als Allah. Und deshalb sagen sie,
Subhanallah. Also das, wo wir doch deinen Lob preisen, das heißt, sie den Allah Lobpreisen. Lobpreisen heißt nichts anderes wie Tesbihat machen. Allah, Lobpreisen Allah. Allah von allen Fehlern und von allen Mängeln fernhalten oder sagen, dass er eben keinen Fehler hat und keinen Mängel hat. Und das müssen wir auch machen, wenn wir etwas sagen, und das macht man in der Regel, als wenn wir jetzt irgendwas Schlechtes über Allah sagen würden, aber nicht absichtlich. Und plötzlich sind wir so, oh, das, was ich gesagt habe, ist ja eigentlich beleidigend für Allah. Was sagen wir denn gerade? Subhanallah, oder man sagt, Hasha oder irgend so etwas. Und das ist eigentlich das, was sie hier machen. Sie sagen, Subhanallah, Allah, wir wissen, du bist fehlerlos, du bist der Einzige, wo es wert ist, dass man ihn Lobpreisen tut, du bist der Höchste, Beste, alles. Also, sie stellen eine Frage und dann gleichzeitig sich gerade eigentlich für die Frage entschuldigen. Indem sie sagen, wir stellen zwar eine Frage, weil wir würden schon gerne wissen, aber wir tun nicht sagen, dass du etwas Falsches machst. Also das ist eigentlich eine Art und Weise, eine Frage zu stellen, die richtig ist, eben mit Adab, mit Usul, mit Anstand. Und das ist das, was heute auf der Welt, also auf der Welt ist mir gleich, aber bei den Muslimen vor allem total fehlt. Wir haben Adab und Usul haben wir total vergessen. Das ist jetzt vielleicht hier in der vielleicht ein bisschen anders, da lernt man das vielleicht noch eher. Aber in den meisten Moscheen wird über das gute Verhalten, also über Adab, wird nicht gross geredet. Wie mache ich was? Wie verhalte ich mich, wenn ich in welcher Situation bin? Wir begnügen uns zu lernen, was darf ich, was darf ich nicht. Was ist Haram, was ist Halal. Und das mache ich oder mache es nicht, aber ich versuche mir so gut wie möglich daran zu halten. Aber mit dem allein ist es nicht gemacht. Wie definiert sich der Islam? Der Islam, ich sage immer, hat 3 Is. Wir haben das Iman, wir haben Islam und wir haben Ihsan. Was ist Iman? Iman sind die Iman-Angelegenheiten, das heißt also all die Sachen, die mit dem Inneren zu tun haben, mit der inneren Überzeugung zu tun haben. Ich bin überzeugt, dass es Allah gibt, ich bin überzeugt, dass es Engel gibt, ich bin überzeugt, dass es Bücher gibt, dass es Propheten gibt, dass es den jüngsten Tag gibt und dass alles Gute und Schlechte von Allah Ta'ala kommt, also Qada und Qadar. Und dann gibt es Islam. Islam ist die Summe von allem, was man machen muss. Das heißt, die Shahada sagen, das Salah, also das rituelle Gebet, 5-mal am Tag, das Fasten im Monat Ramadan, Zakat zahlen und Hajj machen einmal im Jahr. Nicht einmal im Jahr, einmal im Leben, wenn man dann kann. Also die sind die Sachen, die man machen kann. Iman haben wir gehabt. Der Iman hat, ist ein Mu'min. Der Islam praktiziert, ist ein Muslim. Und dann gibt es eben noch Ihsan. Aber was ist Ihsan? Was ist Ihsan? Ihsan ist Allah so arbeiten, auch wenn du ihn nicht siehst. Und fühlst, dass du weißt, dass er dich sieht. Nicht nur beim Arbeiten. Ihsan ist sich so verhalten. Also mit dem Bewusstsein leben, dass Allah Ta'ala sieht uns in jedem Moment. Es gibt keine Sekunde, wo Allah Ta'ala uns nicht sieht, auch wenn wir ihn nicht sehen. Wir sehen Allah Ta'ala nicht, wir sehen nur das, was Allah Ta'ala erschaffen hat. Wir sehen seine Wirkungen, wir können aus den Sachen, die wir sehen, vielleicht erahnen, dass es Allah geben muss, aber sehen wir ihn nicht. Aber Allah Ta'ala sieht uns in jedem Moment. Und das Bewusstsein, dass Allah uns in jedem Moment sieht, sollte unser Verhalten beeinflussen. Und wenn ich natürlich weiss, dass ich immer beobachtet werde, und zwar nicht nur von irgendeinem, sondern vom Obersten, von allen Chefs, dann würde ich mich automatisch ganz anders verhalten. Und das ist Ihsan. Und einer, der Ihsan hat, das ist ein Muhsin. Also wir haben die 3 Is im Islam, die sind ganz wichtig. Und über das 3. I wird eigentlich nicht mehr so viel geredet und auch nicht groß gelehrt und umgesetzt schon gar nicht. Weil eben nicht nur beim Gebet oder beim rituellen Gebet, sondern auch, wenn ich Auto fahre, wenn ich draussen mich verhalte, wenn ich beim Einkaufen mich verhalte, wenn ich mich bei einem Vertrag mit dem Partner auseinandersetze, wenn ich jemandem helfen will, wie tue ich dem helfen? Wenn ich jemandem Schulden gebe, wie muss ich mich verhalten als Schuldner? Wie muss ich mich verhalten als Gläubiger? Da gibt es ganz viele Regeln, und das ist alles Adab. Und wenn ich weiss, dass Allah mich sieht, also wenn ich mir dessen wirklich bewusst bin, und zwar jeden Moment, würde ich mich ganz anders verhalten. Ein Mensch, der sich dessen bewusst ist, kann gar keine Sünde machen. Das ist unmöglich. Stellt euch mal vor, ihr seid in einem Lift, eingesperrt, vielleicht, wie sagt man, der hat einfach gestockt, geht nicht weiter, aber ihr wisst, dort ist eine Kamera. Oder vielleicht sind das Zweite, das ist noch spannender, wenn es das Zweite ist. Jetzt, wenn ihr wisst, es hat keine Kamera,
Dann würde man viel eher so albern, so dumm tun und vielleicht